Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi hoi miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr heute schon zum Morgen gehabt? Ich frage so, weil die heutige Episode geht um den Morgen. Und zwar ums Müsli oder das Birchenmüsli. Ich bin auf die Idee gekommen, nicht selten werde in meiner Lektionen gefragt: «Hey Thomas, es ist eigentlich auch jeden Tag Müsli zum Morgen, wie so ein richtiger Schweizer?» Und eigentlich habe ich mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, aber ich esse wirklich Müsli jeden Morgen. Das ist mein Morgen. Und irgendwie habe ich, natürlich weiss ich, dass das aus der Schweiz kommt. Ich kenne auch den Begriff Birchenmüsli. Aber was es wirklich damit auf sich hat, habe ich eigentlich noch nie so richtig kennengelernt. Und darum habe ich mal ein bisschen darüber nachgelesen, mich damit befasst und habe gedacht, ich mache eine Podcast-Episode daraus. Und es ist recht interessant, also wie das Birchenmüsli entstanden ist, auch aus welchen Gedanken, aus welchen Beweggründen der Arzt Oskar Bircher das Birchenmüsli entworfen hat und auch wie das Originalrezept ist. Und ja, wirklich coole Sache. Und vielleicht gefällt euch der Podcast auch. Ich hoffe, es ist informativ für euch. Und wer weiß, vielleicht essen ihr nachher auch jeden Morgen das Müsli zum Morgen. Birchenmüsli. Die Geschichte vom Schweizer Zmorgen-Klassiker. Das Birchenmüsli ist fast von keinem Schweizer Zmorgentisch oder Brunch wegzudenken. Und die Schweizer Spezialität ist auf der ganzen Welt bestens bekannt und hat auf dem internationalen Zmorgenbuffet einen festen Platz. Meistens kurz als Müsli bezeichnet. Von wo kommt das Birchenmüsli und wer hat es erfunden? Für den Ursprung von dem gesunden Zmorgengericht müssen wir 100 Jahre zurück in die Geschichte gehen und die Bekanntschaft mit dem Schweizer Arzt Oskar Bircher-Benner machen. Er war der Erfinder. Wo der junge Arzt gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine erste Praxis eröffnet hat, ist er mit Fabriken, Lagerhallen, engem Wohnraum, hohem Alkoholkonsum, familiärem Streit und viel Fleischverzehr konfrontiert gewesen. Die mechanische Logik der Fabrik hat einen täglichen Speiszettel vorgegeben. Kohle für die Maschinen, Protein für die Muskeln und ewig qualmt das Chemie der Fabriken. Im Sinn von, die Produktion geht immer weiter. Der harmoniebedürftige Arzt hat einen Unwohlsee gepackt und er hat das Gefühl gehabt, dass man da etwas machen muss. Im 19. Jahrhundert ist die Ernährungslehre noch etwas anders gesehen als heute. Man hat das Gefühl gehabt, dass man vor allem mit einem hohen Eiweißkonsum besonders gesund lebe. Besonders Fleisch hat man als den höchsten Energielieferant angeschaut. Am Bircher sind bald Zweifel an dem damals fleischlastigen Konzept gekommen. Besonders auch, weil er mit Rohkostdiäten erfolgreich Erfahrungen gemacht hat. Er hat eine eigene Ernährungslehre entwickelt, wo sich am Sonnenlichtwert als qualitativen Maßstab für die Bewertung von Lebensmitteln orientiert hat. Qualität statt Quantität soll nach dem Bircher im Zentrum der Ernährungslehre stehen. So haben rohes Gemüse und Früchte die höchste Qualität aufgewiesen, weil in diesen Lebensmitteln die Sonnenenergie noch am unverfälschtsten erhalten sei. Er hat geglaubt, dass wenn man zum Beispiel Gemüse kocht, die Energie sukzessive verloren geht. Und Fleisch hat für ihn eine gänzlich tote Materie dargestellt. Er war überzeugt, dass gekochte und behandelte Lebensmittel ungesund für den menschlichen Körper sind. In seinem Sanatorium am Zürichberg hat der Bircher entlang seiner Ernährungslehre eine Äpfeldiät-Speise entwickelt, die er schlicht als die Speise bezeichnet hat. Die Speise bedeutet auf Hochdeutsch die Speise und hat seiner Gäste eine Vollwertdiät mit frischem Obst näherbringen. Der Verzehr von unbearbeiteter pflanzlicher Rohkost ist am Ende des 19. Jahrhunderts in Verruf gekommen und sogar gemieden worden. Obst ist fast ausschließlich in Obstwein oder Schnaps verwandelt worden. Das Rezept ist eigentlich schlicht und besteht aus 4 Teilen: Obst, Nüsse, Milch und Haferflocken. Das Originalrezept ist folgendermaßen: Man nehme einen Esslöffel Kondensmilch,
Zitronensaft von einer halben Zitrone, ein Esslöffel aufgeweichte Haferflocken, ein Esslöffel geriebene Nüsse und einen grossen Äpfel. Den Äpfel soll man mit der Haut und dem Bizki und den Haferflocken, den Zitronensaft und die Kondensmilch reiben. Und am Schluss soll man die Nüsse drüber streuen. Voilà. Das Gericht soll, so der Arzt, den gleichen Protein-, Fett- und Kohlenhydratanteil wie Muttermilch aufweisen und mit der Ernährung der Schweizer Alphirten verwandt sein, denen eine robuste Gesundheit zugesprochen worden ist. Man sieht, der Bircher selber sei auf einer Bergwanderung in den Alpen inspiriert worden, wo ihm eine Sennin mit dieser Rohkostmahlzeit bewirtet hatte. Die Alphirten sollen da schon seit Jahrhunderten zu sich genommen haben. Die Entdeckung der Vitamine im 20. Jahrhundert hat später am Bircher seinen Ansatz wissenschaftlich gestützt. Doch im 19. Jahrhundert hat die Schulmedizin für den vegetarischen Arzt nur Spott übrig gehabt. Ab den 1940er und 1950er Jahren ist das Gericht regelmäßig in den Schweizer Privathaushalten aufgetischt worden. Auch in öffentlichen Institutionen wie Heimen oder beim Militär ist es öfters serviert worden. Mit der steigenden Popularität sind die Rezepte schnell vom Original abgewichen. Aufgrund des geringeren Risikos von einer Tuberkuloseerkrankung ist an die Stelle der Kondensmilch öfters Joghurt, Milch oder Rahm getreten. Ursprünglich als einfaches Mahl gedacht, wird es heute gerade wegen seiner Vielfalt geschätzt und es gibt unzählige Varianten. Auch heute noch gilt das Gericht als sogenanntes Functional Food und wird auf der ganzen Welt gegessen. Und ja, wir wissen, dass der Bircher seine Erfindung die Speise genannt hat. Aber wie ist es denn jetzt so Birchermüsli oder Müsli geworden? Der Begriff leitet sich aus dem Reiben vom Äpfel ab. Im Wort Müsli steckt das Wort Mus, wo auf Hochdeutsch das Mus oder auf Englisch Püree Porridge bedeutet. Ihr kennt sicher auch auf Hochdeutsch das Apfelmus oder Apple Püree auf Englisch. Da ist auf Schweizerdeutsch Äpfelmus. Und die Verkleinerungsform von Mus ist Müsli. Und weil die Schweizer ja bekanntlich einen Hang zu den Lieformen haben, ist es so geblieben. Aber Achtung bei der Betonung. Ihr müsst richtig gut darauf achten, dass ihr Müsli sagt. Also wirklich das E ist ganz wichtig, weil wenn ihr Müsli sagt, wird es zu einer kleinen Maus, einem kleinen Mäuschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war informativ gewesen. Falls ihr das Transkript nachlesen wollt, auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, schaut einfach auf meiner Patreon-Seite vorbei. Den Link habe ich unten in der Beschreibung. Dann, wenn euch das Video gefällt, der Podcast gefällt und ihr es noch nicht macht, folgt mir doch auf YouTube oder auf Spotify, Apple Podcast, auf allen diesen Plattformen. Weiter habe ich auch einen Online-Kurs über Schweizerdeutsch im Angebot, den ihr auf Udemy oder Skillshare finden könnt. Im Moment arbeite ich auch an einem zweiten Online-Kurs schon. Also wenn es euch interessiert, schaut doch auch dort nach. Und sonst wünsche ich euch noch weiterhin ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal.